Der Beginn einer neuen Ära. Hier bei Anno 1800, liebe Freunde. Ja, und damit herzlich willkommen zurück, will ich mal sagen. 300 Folgen bereits, das ist schon krass. Und was wir in diesen 300 Folgen geschafft haben, war auch schon einiges. Auch was wir noch nicht geschafft haben, war schon einiges. Und heute wollen wir natürlich neue Dinge angehen. Da habe ich mir was Spezielles für Folge 300 überlegt. Aber erst einmal möchte ich mich mal noch persönlich an euch wenden. Tada! Mit Webcam, ja, aber keine Sorge oder, wie soll man es anders sagen, keine Sorge oder, könnt natürlich auch sagen, tut mir leid auch zu enttäuschen, aber das Ganze wird nur kurzfristig stattfinden mit Webcam, weil ich habe es versucht, im Spiel die Webcam anzuhaben, aber es ist ein Ding der Unmöglichkeit, weil, ganz ehrlich, ihr müsst die Cam so klein machen, damit man alles andere trotzdem noch sieht und so und überall links oben, rechts oben, in der Mitte, unten, ist eine Katastrophe, die Cam zu platzieren. Das müssen wir mal wirklich mal aktiv mal angehen, weil es sagt, ja, gerne mit Cam künftig, dass man sagt, okay, dann müssen wir aber gucken, wo platzieren wir die am besten, damit halt wirklich am wenigsten verdeckt wird. Genau. Aber der Grund, wieso die Cam, ganz einfach, ich möchte mich, wie bereits erwähnt, bei euch persönlich bedanken, dass immer das Interesse da ist, auch bei jetzt doch schon 300 Folgen, nur 1800. Ich meine, es ist immer noch die erste Staffel, wir haben auch hier, sie wird sagen, immer die Kampagne, immer noch, also zumindest den Kampagnenspielstand. Natürlich ist die Kampagne selbst schon längst vorbei. Es gab da auch nicht mehr sehr viel, kampagnenmäßig selbst, aber halt DLC-mäßig. Gab so ein paar Dinge dazu und ja, wir haben ja auch sonst noch viel abzuschließen. An der heutigen Folge will ich noch einiges angehen. Ist ja auch eine kleine Special-Folge. Ich werde nachher das Ganze auch auf Schweizerdeutsch kommentieren. Kann man eigentlich schon mal ein bisschen starten hier, während ich weiter quatsche, weil es wird sowieso eine Weile dauern. Ja, Folge 300, da ist eben das, was ich vorhin erwähnt hatte. Ich habe es irgendwie mal versucht, das Ganze zu starten, aber mit der Cam eine Position zu finden, wo man Dinge platzieren kann, das war ein Ding der Möglichkeit, deswegen, nee, daraus wurde nichts. Leider. Aber ist ja auch egal. Also, wollen wir sagen, Freunde, wir starten dementsprechend mit der Folge. Geplant ist heute vor allem der Bau vom Eisernen Turm, sprich den Abschluss davon. Dampfwägen für die Investoren, vielleicht auch schon mal ein Wolkenkratzer für die Investoren. Die Einkaufspassage ist aus ein neues Gebäude. Und dass wir mal gucken, ob wir irgendwelche Routen noch anpassen müssen, denn sind wir ehrlich, Restaurant, Café, Bar, Einkaufspassagen werden uns wieder viele Waren fressen, weil, wie es halt so ist, die wollen wieder neue Güter haben, die halt diese Gebäude liefern können. Wir müssen die aus der neuen Welt, aus M-Besa liefern, etc. Und ja, da haben wir einiges zu tun. Neue Welt ist sowieso so ein gutes Thema, weil, ja, es steht ja im nächsten Jahr, oder beziehungsweise in diesem Jahr, 2022, steht noch die 4. Season an. Da wollen die Entwickler tatsächlich, ohne Witz, sich auf die neue Welt fokussieren. Wie das funktionieren soll mit dem ganzen Platzproblem und so. Wir können gespannt sein. Ich an der Stelle würde jetzt mal sagen, wir legen los. Das Ganze auf Schweizerdeutsch kommentiert. Ich hoffe, ich ziehe es auch bis zum Ende durch. Und wie bereits erwähnt, die Cam ist jetzt gleich aus. Dann sage ich mal, viel Spaß mit Folge 300 auf Schweizerdeutsch als kleines Jubiläum. Bis gleich oder bis später, wie auch immer. So, was? Okay. Irgendwo fehlt irgendwas, aber ganz ehrlich, da ist mir jetzt sowieso gerade egal. Oh Mann. So, warte mal. Hier ganz kurz da einrichten. So, jetzt passt es aber. Ich hoffe es. Die Cam müsste aus sein. Ja, sieht soweit gut aus vom Bild. Okay, wird alles angezeigt. Ich dachte wirklich zuerst mit der Cam, ihr könnt sie hier unten platzieren, aber ganz ehrlich, wir haben zu viele Fenster, und vor allem die hier unten platziert sind, keine Chance. Hier oben ist auch doof, wenn neue Quests hier reinkommen. Also, ganz doof. Ah ja, stimmt, Schweizerdeutsch, wa? Entschuldigung. So, Lütlis, Freunde, Friends. Wäre schon der Englisch, wa? Es ist ja so, ich habe offscreen abgewartet mit den Items.
Momentan haben wir eins noch in Planung, was wir gerade wieder brauchen. Bevor wir mit der Dampfwagenproduktion loslassen können. Das ist aber kein Problem, weil ganz ehrlich, die 12 Minuten, die bringen noch voll gequatscht, bevor wir mit dem loslegen. Also gar kein Thema. Bereit zum Totentanz? Oder er bringt es an mit dem Quatschen. Nun, das ist vielversprechend. Ja, genau. Also wir haben hier einmal die Dampfwagenfabrik, wir haben die Kutschenwerkhalle, wir haben die Motorenfabrik. Eigentlich braucht es ja für... sind leer und warten auf Durchlauf. Genau, eigentlich braucht es für die Dampfwagenfabrik ja sowohl die Fahrgestelle als auch Dampfmaschinen. Aber da habe ich ja dank dem Item da einfach mal ersetzt. Und mir hat gesagt, nö, will ich nicht. Weil erstens braucht es braucht viele Items, Stahl und Messing. Klar, im aktuell relativ gutes Lager, aber trotzdem muss nicht unbedingt jetzt auch sein. Darum haben wir das ersetzt durch Glühfäden mit dem Item. Und ich habe schon mal provisorisch da auch eine 4. Glühfadenfabrik angestellt. In der letzten Folge sind es noch 3 gewesen. Die Insel eines Konkurrenten hat einem Angriff standgehalten. Ah ja, ist ja schön. Und eben, ich habe die 4 jetzt da ein bisschen anders dargestellt. Vorher sind die 3 irgendwie da einfach irgendwo rumgestanden. Genau, und jetzt geht es da nochmal schauen, was brauchen wir eigentlich alles noch. Wir wollen ja damit eine Limonade machen. Also von dem her, wir wollen eigentlich ein bisschen etwas, was wir schon machen. Da. Zum Beispiel das da. Dass wir Zuckerrohr, Rum, Bananen haben. Und ich hoffe mit der neuen Version, die wir im Spiel mittlerweile haben. Dankeschön. Weil es ist tatsächlich so, zwischen der Folge 299 und der 300. Folge, haben wir kurioserweise eben auch wieder ein neues Update drin gehabt. Wir haben jetzt vorher gesehen, dass ich plötzlich im Ladebildschirm plötzlich kann sagen, hey, Segel setzen. Die Funktion ist von dem her auch neu. Und was ist sonst noch? Was wir auch schon mal gemacht haben, provisorisch. Genau, ich habe den Ingenieur den Kaffee gestrichen und den für die Investoren gegeben. Weil wir wollen ja jetzt bei den Investoren schauen, dass wir hier eine Wolkenkratzer bauen, dass da alle Investoren Gebäude füllen. Gebäude, wie auch immer. Das ist ein bisschen das Ziel. Und insofern würde ich sagen, habe ich jetzt irgendetwas vergessen oder so? Nein, ich glaube nicht. Wir haben da, der ist dort auch schon bereit. Das ist schön erzählen. Das Frachtschiff. Genau, da könnt ihr einmal noch machen, die Routen anpassen. Ganz kurz schauen, da sieht alles gut aus. So. Einem geschenkten Gaul schaut man. Nur eins, naja. Für wen halten Sie sich? Ja, Mann, okay. Bestechungen sind momentan nicht gern gesehen. Schade eigentlich, aber egal. Routen. So geht es mir um den Warenaustausch zwischen Teachwater und Bright Sands. Vielleicht die alle mal ein bisschen anders darstellen. Alte Welt Restaurant. Warum eigentlich nicht? Warte mal. Die Käseplatte hier ist einfach himmlisch. Genau, die haben wir ja. Wir wissen auch, dass im Eisenturm gibt es ja auch noch ein Restaurant, wird es geben. Nur ein kleiner Happen, um gestärkt in den Tag zu starten. Die haben wir noch. Da ist noch etwas. Rum, Banane, ja. Zuckerrohr, hä? Das ist zwar nicht bereits eine Bar, aber trotzdem brauchen wir eigentlich auch so etwas der Art. Ja, wir haben wiederum nur 6, wa? Ah, doof. Ich hatte schon immer Mitleid mit den Arbeitern. Ein Leben ohne Abenteuer, ohne Glanz und ohne Genuss? Die Ärmsten. Du mich auch. Hast du vielleicht wieder irgendein neues Schiffli für uns zum Kaufen? Nein, sie hat irgendwie keinen Bock drauf. Warum nicht? Warum will sie uns kein Schiff verkaufen? Doof. Naja, dann machen wir mit dem Eisenturm weiter, weil eben da hat sie auch ein Restaurant drin und sind wir ehrlich, wenn das Restaurant noch brauchen, damit wir halt dann eben können auch entscheiden, was für Waren wir nachher noch brauchen. Ich mich fragen, wenn wir
Jetzt habe ich hier ein Restaurant. Da habe ich auch eins. Wo ist denn da oben überhaupt noch, wenn nachher sowieso da oben ist? Aha, ich muss vielleicht das Gebäude eh verschieben, wa? Ah, da wird auch ein Spaß. Den Schießeisenturm nach irgendwo da oben verschieben. Da graust es mir jetzt schon. Das hier ist auch so breit. Und ich lerne einfach dort. Genau, ich lerne einfach dort und sage einfach Shit happens. Egal. Also, was ist eigentlich das Problem aktuell? Wenn irgendeine komische Quest. Schicht für Schicht, der Preis des Ruhms. Angesichts der nahen Eröffnungszeremonie wächst bei Search bald die Sorge, dass nicht ausreichend für die Sicherheit der Königin gesorgt wird. Er besteht auf mehr Polizeistreifen und das Monument, damit Spitzbuben aufwiegen, um falls nötig alle die dingfest gemacht werden können, die die Königin nach dem Leben trachten. Ja, ich könnte es eigentlich auf Schweizerdeutsch erzählen, also ganz ehrlich. Wähle Bewohner aus, um sie zu befragen. Finde Bewohner, wo es Komplott gegen die Königin schmiedet. Okay, was haben wir da alles? Wir haben Arbeiterbande. Handwerk und Hochstimmung. Es ist trivial, nur das wird sie kaum stören. Okay. Wie ich sehe, wollen sie hoch hinaus. Oh, da drinnen. Oh. Ja, super. Die Schiffe sind schön positioniert. Ja, nehmen wir doch die 4. Oh, das Update wieder mal meine Schiffsdinger durcheinander gebracht. Mann! Die Updates bei Anno, ganz ehrlich, das ist eine Katastrophe. Boy. So. Zurück zum Wesentlichen. Wo sind wir stehen geblieben? Da. Bereits zur Vollendung? Ja, kommen wir gerade dazu. Kameraschwenk. Handwerker hochstimmig. Geschäftigter Bauer. Hä? Königin? Nö. Schnauze. Nö, ich habe eigentlich nichts gegen sie. Immerhin sorgt sie für uns, oder? Die Arbeit da drüben. Aha, die anderen verpetzen, hä? Was sagst du? Ich habe bloß einen Plan, einen so wichtigen Tag von einer künstlerischen Bedeutung zu ruinieren. Es ist einfach nicht zum Fassen. Ich kann es einfach nicht glauben. Aber der arbeitet da drüben. Der hat ein paar böse Sachen über die Königin gesagt. Das ist im Fall noch sackschwer, einfach so direkt 1:1 übersetzt vom Hochdeutschen Schweizerdeutschen. Damit es auch authentisch tönt, meine ich. So. Was mit der Königin? Dazu sage ich nichts, verziehen die! Und hör auf mich zu belästigen. Aha, haben wir ihn schon. Die Gewerkschaft hat genau das vorhergesagt. Ja, immer auf Gewerkschaft los. He? Vielleicht lockt das ihren Anführer aus seinem Versteck. Hier, etwas Wohltätigkeit. Das schnapp ich mir. Neue Befehle? Ja, alles klar. Bin gerade ein bisschen überrascht da wegen Chennai 4, Alte Welt, Restaurant. Warum nur die 4 Sachen? Wo sind die Reste abgeblieben? Hallo? Der hat doch mal ah nein, stimmt, der hat das Rehfleisch fehlt da. Sorry, mein Fehler. Also, was bringen Sie der Arbeiter zum Reden? Ja, mach ich mal. Da ist keine Übung. So. Ich zähle Ihnen gar nicht um mich und meine Bande. Mit Steuerhöhe für alle Arbeiter drohen, falls er mit der Sprache rausrückt. Oder ihn bestechen. Zahlen Sie 10.000 Münzen. Aktuelle Bilanz 85,7 Millionen. Ja, meine Kleiderschrank, weißt du, und ja gut, ich packe aus. Für Sie. Also, wir wollen Ihre Majestät gar nicht umbringen oder so, oder abmurksen oder sonst irgendwas da. Nö. Unser Plan ist harmlos. Wir wollen Sie mit Dreck beschmeißen, wenn es vorbeikommt. Naja, Abfall und so. Sollten wir spüren, wie es so ist, wie ein Tier behandelt zu werden. Während sich der feine Pink mit allem Edelfraß vollstopft, wissen Sie? Ja, und meine Kumpel, die sollte im Hafen die vergammelte Tomaten besorgen. Aber sie steckt sie doch nicht, dass er sie verpfiffen hat, oder? Die Königin muss um jeden Preis gerettet werden.
Ja, ja. Aber euch Helfen uns, oder, Boss? ihn nicht zu Archibald zu bringen. Hm. Ich weiß nicht, warum sollte ich auf so etwas überhaupt hören? Ich meine, die wollen der Königin etwas Stimmes antun, als wenn sie mit Dreck beschmeißen. Boah, sind die langsam. Okay. Schießgeleitschutz. Das Item ist aber noch nicht fertig, oder? Ja, fast. Holen Sie Verschwörer von Ihrem Hafen ab. Einfach mal ansegeln und mal schauen, was passiert. So, da ist Entwicklung, da ist klar. Ist nichts Besonderes. So. Mit den Melonen muss ich auch mal schauen. Hibiskus-Tee. So scheint es momentan gerade da nichts mehr. Die scheiß Lederstiefel sperren. Also momentan eh nicht so wichtig ist jetzt, aber es steigt eigentlich auch. Der Kaffee, ja, da ist auch krass. Kaum tue ich wieder die Ingenieure aktivieren, zack, geht sie da runter. Das ist wirklich krass. Wollen Sie uns wirklich ausliefern? Nee. Also ich muss, ja gar keine andere Wahl. Das ist natürlich jetzt hart. Jeder Baron. Und fast bin ich einer. Es funktioniert. Ich glaube, wir haben es geschafft. Schön. Haben Sie einen Moment? Okay, ich muss, sorry. Dran. So, ups. Ich nehme noch ein paar Items mit, damit ich es nachher oben ausliefern kann. Der Archie. Archie, sag bitte nicht zu gemein zu nehmen. Okay, danke. So, da sind Geleitschutz, da kommen auch schon ein paar böse Schiffli an. Gesehen, da hat jetzt zum Verkaufen. Scheiß Einfluss. Da kann er mehr. Alle Einfluss ist verbraten. Kann ich jetzt eigentlich wollen? Bereits zur Vollendung. Sie würden der Königin und dem Land einen großen... Sie haben den Tag gerettet. Ihre Majestät brennt auf einen Besuch. Rollen Sie schon mal den roten Teppich aus. Machen wir. Gar kein Thema. Ein Missverständnis ausgeräumt, eine sichere Zeremonie, saubere Straßen, eine rundum vortreffliche Arbeit. Schön. Okay, die Quest ist Strad. Nehmen wir die Sachen. Ja, komm, wenn mal Zeit war. Da ist eine Turm abschließen. Und go! Oh, dieser Erfindungsreichtum, diese Komplexität, welch Wagemut. Wir blickten gen Himmel und nahmen ihn in Besitz, auf das alle wissen, seht unsere Werke und preiset das Empire. Preise das Empire? Der Augenblick der Wahrheit ist da. Unsere stratosphärische Rettung aus poliertem Eisen erwartet uns. Auf zur Einweihung. Okay. Oh, schauen Sie dort am Horizont. Das königliche Luftschiff naht. Lasst die Fanfaren erklingen. Wo? Der kommt echt da an? Gut, also von irgendwoher muss er kommen. Den sehe ich jetzt gar nicht. Hä? Was von dort hin? Schiff unter Beschuss. Ich höre jetzt gar nicht gern. Hä? Wo kommt sie? Ich sehe sie nicht. Die Queen. Wo kommt...
Da kommt sie. Ah, das ist schnell unterwegs. Oder? Frag mir den Hals noch. Eines staunenden, ergebenen Publikums. Welcher Monarch hätte nicht davon geträumt, seinem Zeitalter einen solchen Stempel aufzudrücken? Sieht aber schon geil aus. Schreiben wir Geschichte. Nun warten wir nur noch auf euch, um mit der Zeremonie zu beginnen. Wollt ihr eure Königin etwa warten lassen? Ja, warum nicht? Ganz ehrlich, mein... Ein Konzeptgericht. Eine wunderschön angerichtete Hommage an die Dinge, von denen Entdecker sich ernähren müssen. Hä? Es wurde speziell für ein königliches Bankett in Mbesa zubereitet. Aber offenbar ist einer der Gäste einfach abgehauen, sodass die ganze Veranstaltung abgebrochen werden musste. Okay, ich glaube, das wäre echt ein episches Thumbnail, wa? Alter Schwede. Sieht aber schon geil aus. Und ganz kurz Cami blenden. Ups. Stimmt, ich kann sie eigentlich wieder abbauen. Jetzt zurück in die Gosse. Also was heisst abbauen? Also einfach kurz deaktiviert, weil ich nicht haben will, dass plötzlich während der Aufnahme plötzlich aktiviert wird. So. Geisterschiff. Was? Moment. Bin ich gerade durcheinander. Was ist passiert? Wo? Hä? Links, rechts, oben, unten. Was ist los? Stillgestanden, Herr Admiral. Das ist ja gar nicht. Sag mal, Flotte erwartet Befehle. Okay, der ist oben zufrieden. Das heisst, ihr könnt euch wieder verpieseln. Laufen Oder zurückkommen. Wie auch immer. Gut, kommen wir zum Eingemachten oder Eingemachten, wenn es so schön auf Schweizerdeutsch sagt. Erst einmal haben wir die Sachen hier weg. Warte mal. Handelskammer-Item. Rathaus. Den brauche ich da eigentlich auch nicht. Das ist das, was wir gerade bekommen haben. Einkommen pro Haus weniger, Aufstandsgefahr weniger. Ja, aber habe ich sowieso in der Stadt kein Problem damit. Naja. Egal. Also. Dann kann der da zurück. Da ist unsere liebe Queen. Die Opferbereitschaft dieser Matrosen ist erstaunlich. Finde ich auch. Und dann würde ich mal sagen, das Teil 3. Es empfiehlt sich, einen Helm zu tragen. Also, weniger Unterhaltskosten dank dem Item. Da haben wir weniger Arbeitskräfte. Brandgefahr ist ein bisschen erhöht, okay. Mit der Feuerwehr in der Nähe. Oder? Wo ist sie überhaupt? Ah, da unten. Und Dampfingenieurin, genau, da ist die zum die Ware ersetzen, würde ich mal sagen. Go! Läuft alles wieder wie geschmiert. Ah ja, stimmt. Abgestellt. Ich könnte niemals die Sicht der Handwerker verstehen. Kunst ist Wissenschaft. Elegant und schön, aber mit Sinn. Graugummis, ach du Scheiße. So, warte mal, wie ist jetzt der gegangen? Dampfangerfabrik. Ich brauche ein bisschen mehr als eine Motorenfabrik. Für Dampfangerfabrik. Ich hoffe, dass da mit dem Draht und so funktioniert. Wie sieht es denn oben aus? Oh nein, das war der Scheiß gewesen. Ich brauche 4 Kutschenwerkhallen für eine Dampfangerfabrik. Warte mal. Die läuft ja optional mit Strom, wa? Genau, optional. Das heisst, er müsste eigentlich auf 200% raufgehen und dann brauche ich noch eine zweite, wa? Oh, scheiße, dann muss die weg. Da nicht stehen. Ganz ehrlich. Motorenfabrik wird sicher der Zeitpunkt kommen, wo man sie da braucht. Aber aktuell nicht. Und so oder so, glaube ich, passt da ganz gut mit dem Stahl und so. Ja, okay. Dann bauen wir da einfach noch eine zweite an, also eine zweite Kutschenwerkhalle. Ich hoffe, 2 lange für den Anfang. Ja, jetzt habe ich ein Problem mit der Arbeit. Natürlich, weil ich überall brauche Ingenieur, dann nämlich auch. Oh, Scheiße. Ganz fix ein paar Ingenieure upgraden. Handwerker zu Ingenieure. Naja, komm.
So. Dann hätten wir da. Dann muss ich mit der Route mal noch schauen. Seht nur, wir befinden uns in bester Gesellschaft. Schnauze. Die können alle nur 6 mitnehmen, dann sind die schon voll. Die ja auch. Ja, die sind alle voll, also brauchen wir wieder ein neues Schiff. Neue Route. Die alte Welt, das ist sogar die richtige Gazelle, perfekt. Was? Hallo? Hä? Sonderzeichen, hallo? Was? Komma und Strich geht, aber Punkt, Doppelpunkt. Klammern gehen nicht mehr. Oh Gottes Willen, liebe Entwickler, was haben da jetzt auch wieder für einen Scheiß gemacht? Super, hey, warte mal. Ah, doch, Bindestrich will gehen, Ich muss es auch wieder anders machen. Oh, um Gottes Willen. So, warte mal, wir haben Dampfwege. Ich mache doch das Shampoo direkt auch schon, weil da brauchen wir auch. Super, die falsche Gruppe. Shit. Natürlich keine Klammern mehr machen und auch keine Doppelpunkte mehr und so, dann kann ich alle umändern. Ah. Danke, liebe Entwickler, danke, ihr sind die Besten. Stimmt, weil eine Route kann ja gleich heißen wie andere, das spielt keine Rolle. Ja, dann machen wir es so. Ich meine, die liefern eh alle Konsumgüter aus, dann weiß es ja zumindest. Konsumgüter. 4 Stück haben wir das schon mal. Es sind noch ein paar mehr. Ups. So, was hat die Zeit eigentlich so? Knapp 30 Minuten, oder passt ja? Mit knapp einer Stunde gerechnet. Also insofern. Dann machen wir noch da ein Restaurant draus, genau. Landwirtschaftliche Güter. Lassen Sie hochleben. Kann ich da nicht mehr sogar ausschreiben. Landwirtschaftliche. Stimmt, der Punkt geht gar nicht mehr. Warte mal. Machen wir es anders. Moment. Man kann es kurz schauen, können wir es überhaupt kopieren? Ich kann es ganz krass austricksen und das einfach kopieren und einfügen. Hä? Okay. Also eintippen geht nicht mehr, aber kopieren und so, da würde noch gehen. Landwirtschaft. Keine Ahnung, was da los ist. Vielleicht ist auch meine Tastatur kaputt und es hat gar nicht mit dem Update zu tun. Kann ich mir so kaum vorstellen. Ja. Hass. Landwirtschaft. Sag mal. Schafft Güter. So. Du. Okay, Konsumgüter und so. Ja, da machen wir dann noch keine, darum stimmt das schon. Da ist eine reine Eisenroute. Ja, vielleicht müssen wir da Zeppelin auch ersetzen. Wobei Inland sind die eigentlich auch relativ fix, also passt schon. Ja, ich würde sagen, das passt. Okay. Dann habe ich ja gesagt, ich will mit dem mal noch starten. Mit der Limonade. So. Jetzt aber. Welch prächtiger Ort. Der perfekte Rahmen für diesen monumentalen Anlass.
großartiges Ereignis. Diese Noblesse, diese Pracht. Die paradierenden Gardisten der Königin sind so stolz und so gut aussehen. Was sind das für Zeichen? Okay, Gedenkt das dieses ist laut. Möge diese Stunde für alle Zeit in Erinnerung bleiben. The Queen, the Queen! Ja, warte mal. Da hängt noch ein bisschen das Thumbnail. Beschlossen. Die arbeiten wohl. Madame Queen! Ich möchte zur Queen! Hallo, lass mich durch. Jetzt steht sie doch! Okay, ich darf nicht zur Queen, schade. Einmal im Leben wollte ich mit der Queen mal wollen. Keine Ahnung. Die Hand schütteln. So. Haben wir jetzt schon ein scheiß Foto. Sag Tschüss! Es ist kaum drauf zu sehen. Ja, komm, machen wir nochmal. Und ich vielleicht kurz raus. Jetzt nochmal rein. So, jetzt aber. Sensationeller Turm ist enthüllt worden. Ihre Majestät besuchte heute höchstpersönlich im Bright Sands der Öffnung vom Eisernen Turm. Man munkelt, die sei vor allem wegen der edlen Speisen im zugehörigen Nobelrestaurant eingereist. Es soll schließlich das Beste der Welt sein. Die Insel eines Konkurrenten wird belagert. Stellt sich das Menü für die Königin zusammen. Was? Okay. Da läuft es langsam. Es scheint die Zeit gekommen, das Bankett zu eröffnen. Was macht denn der da rein? Das war appetitanregend. Sagt, was habt ihr kreiert, um diesen grandiosen Anlass zu ehren? Keine Ahnung. Jetzt ist mir da ganz kurz etwas fixen. Mann. Dem So. Erhabenen der Welt. Dazu sind wir doch hier. Das Menü zusammenstellen, ja super. Ganz geil. Wobei, ganz ehrlich, ich glaube, machen wir zuerst einen Wolkenkratzer? Nee, aber nachher. Also. Schicht für Schicht. Also, das Bankett. Zum Aufwärmen Aperitif. Ein großer Geschuss guten Alkohols macht immer Eindruck. Also, das ist ein Getränk mit aromatischem Namen, falls Sie das haben. Tropischer Daiquiri. Dunkler Muscovita. Kaffee, Rum und Schnaps. Alter. Da jagt der Blutdruck bis durch die Decke durch. Zucker, Champagner, Zitrusfrüchte. Rum, Zucker, Banane. Ja, bei sprudelndem Gebräu wäre schon eher Champagner. Für den Hauptgang sollen wir etwas vermeiden, was aus dem Meer kommt. Ihre Majestät ist Auslage mit dem Luftschiff angereist. Das Gericht soll zeitgemäß, optisch begeistern und den Gaumen erfreuen. Eine farbenfrohe Ode an das Reisen. Also wenn es nicht aus dem Meer darf man schon mal Fischer weg Pommes vergessen. Gulasch à la Stroganoff, Fleisch, Paprika, Mais. Wer? Optisch zum Begeistern. Erzherzog, Schnitzel, Schwein, Talgbrot. Dann nehmen wir den noch um. Jetzt zum Finale. Das Dessert. Naturtrüffel. Andere gesperrt? Nee, ist nicht mehr gesperrt. Ihr müsst unserem Leibkoch unbedingt das Rezept verraten. Dieses Mahl war wahrhaft göttlich. Vielen Dank, vielen Dank. Es ist uns eine Ehre und ein Vergnügen, dieses Restaurant für eröffnet zu erklären. Mögen allen die herrlichen Gerichte munden, die hier gezaubert werden. Schön. Sind wir damit auch durch? Was? Wenn wir denn da schön? Krustentier. Bevor wir aufbrechen, möchten wir euch bitten,
Es soll eine Überraschung, ja, eine Belohnung werden. Ich würde sagen, jetzt zeigen, wie muss ich dringend aufs Klo und hat kein Klopapier mehr, oder was? Ganz kurz schauen, was wir da alles haben. Brosch Royal. Okay, den Goldbarra ist so ein bisschen creepy. Trash wir irgendwie anbringen. Latour Trüffel. Ja, Brot kein Problem, Rum kein Problem. Trubel bringen wir auch an, Zucker haben wir auch. Dann kommt Import, Madame Marmelade. Oh Gott. Elixier der Entdecker. Gas. Paprika, Rindfleisch, Herdöpfel. Oh Gott. Krustentier. Ein richtiger Importer. Nee, ich nehme den da. Ein Hoch auf das neue Gericht. Also Rum und Brot ist kein Problem. Trauben und Zucker müssen wir transportieren. Zeit, Darf man den Teig pausieren. gehen zu lassen. Ja, ich hätte gerne ein bisschen Baumwollstoff. Wenn wir jetzt sowieso bald beim Thema Importieren und so sind, können wir gerade auch mal das Kaufhaus noch abschließen. Seht die Galleria Baderet. Nun, heilige Hallen brauchen auch Produkte, die anzubeten sich lohnt. Mögen diese Trottel mit vollen Einkaufstaschen hinausgehen. Haben wir da alles Aktenkoffer? Ihr Katalog ist ja ziemlich dünn. Macht nichts. Donny hat schon ein paar Ideen, wie wir ihn aufpäppeln können. Ich habe die Seitenränder bereits mit Notizen versehen. Ja, schön. Das Stöbern ist doch das Schönste. Die Art und Celluloid? Weise, wie sich unsere Ware präsentiert, ist alles. Das ist uns sehr wichtig. Und sobald sie bezahlt Gas, ist, Stahl, stirbt Kautschuk für jeglicher Kühlschränke. Ja. Schier mit Lehm, Quarzsand, Farbe und Lack. Okay. Die Insel Staubsauger. eines Konkurrenten hat einem Angriff standgehalten. Schon wieder scheiße Leute, was soll das überhaupt sein? Toaster, Glühfäden, Zink, Stahl. Gottes Willen, ey. Investoren schätzen zwar die Früchte meiner Arbeit, aber was wissen sie schon über den Baum, aus dem sie stammen? Ich hab viel sowieso ausgesehen, hä? Ach du Scheiße, ey. Eine ausgezeichnete Wahl. So, auch mal schön pausieren. Lustig. Ein Toaster, die perfekte Falle. Pusten Sie den Geruch von geröstetem Brot raus und erinnern Sie die Kunden an Frühstücke im Kreis der Familie, an Campingausflüge in der Kindheit. Wir müssen auf die Schwachstellen zielen. Schwachstelle, So siehst du aus. Du kriegst die Tür nicht zu. So, jetzt schießt es mir auch um. Wird Zeit für den Ausbau. Wolkenkratzer! Yeah! Fleißig wie immer, auch ich gehe in Arbeit unter. Sie wissen ja, das Geld fließt nicht von allein. Ich weiß. Da sag mal ein paar Wolkenkratzer. Mal zum Schauen, wie es funktionieren würde alles. Ob es überhaupt gut funktioniert, das ist auch so ein Thema. Das nenne ich einen Höhenrausch. Okay, ja, man sieht da, glaube ich, indem ich Eis... Handwerker, ich kann diese Bohemians nicht ertragen. Sie verschwenden doch keinen Gedanken an die gewichtigen Dinge des Lebens. Ja, Schnauze. Wenn ich Eis so ein Haus, so ein Wolkenkratzer auswähle, sehe ich, welche andere davon braun bedeckt sind. Ich glaube, das hat damit zu tun, dass die irgendwie halt mit der Panoramasicht und so sie verdecken. Ja, genau, steht da kein Panorama. Jetzt alle wohnen darin, okay. Und da wird sowieso noch lustig. Also, genau, wir haben da noch ein paar Sachen zum Erledigen. Also gehen jetzt mit ihm zuerst mal rauf, wegen dem komischen Baumwollstoff. Es soll eine Hommage an ihre Majestät sein. Zum Glück hat sie nicht wirklich so ein teigiges Gesicht. Okay, jetzt können wir das andere auch schon machen. Broche Briol. Wo ist das Rezept für das gegangen? Wurst, weil da haben wir sowieso. Rindfleisch natürlich kein. Gold müsste ich auch zuerst. Brot, ja, toll. Nein, ich glaube, ich bleibe beim Latour Trüffel. Weil bei Rum haben wir sowieso, Brot auch. Zucker, Trauben sind kein Problem. Ich sehe da keine Schwachstelle. Weil Zucker brauchen wir ja eh auch für... Ne, für den nicht. Scheiße. Wofür hast du wieder gesehen?
Die Einkaufspassage wird ihre Pforten schnellstmöglich wieder für ihre Kunden öffnen. Da ist weg dem, was ich brauche. Ach du Scheiße. Das Sahnehäubchen für unsere Freundschaft. Nee. Ach, herrje. Okay, da wird noch schlimm. Das wird noch schlimm, das wird noch schlimm. Das wird noch sehr, sehr schlimm. Zuerst mal schauen. Sie nennen es das Land der Freiheit. Ja, lokal ist natürlich noch nichts rum. Limonade. Was ist jetzt da los? Moment, ich muss ganz kurz schauen. Dampfer, wie sieht es jetzt da aus? 17, okay, nimmt nur langsam zu, aber ich meine, es nimmt zu. Nur 4. Ah, warte mal. Bin ich doof. Bin ich doof? Schauen wir mal schnell. Dampfwägen müsste eigentlich so wie cool sein, oder? Also bis 3, ja, vermutlich war das gerade auf Ding. Die komische, die da. Ja, genau. Ja, ich müsste halt nochmal so ein Ding bauen, aber ganz ehrlich, kein Bock drauf. Zumindest aktuell noch nicht. Eines Konkurrenten wird belagert. Mal schnell schauen. Die Limonade. Nachfrage ist größer als Versorgung. Okay, ich muss dann nochmal so eine bauen. Scheiße. Wie sieht es denn sonst aktuell aus mit dem Holz auch? Nachfrage offenbar gigantisch. Ja, will man dann nochmal ausbauen mit dem Holz. Kautschuk. Ja, das ist Salpeter. Versorgung, ja, aktuell produzieren wir gar kein Salpeter, stimmt. Das ist soweit korrekt. Da muss ich auch noch dann wieder optimieren, alles optimieren. Kautschuk wäre momentan aber gut. Okay, gut, dann sage ich einfach mal, hey da, Sind Sie neugierig? Dampfwagenfabrik und so, behaltet jetzt mal so, wie es aktuell ist. Und dafür da, wir brauchen da ja Salpeter. Aktuell produziere ich nirgends mehr welche, weil die sind ja stillgelegt. Habe ich eigentlich noch irgendwie, ich glaube, ich habe gar keine mehr, eine Route, wo Salpeter geliefert hätte. Ich glaube, die habe ich mal deaktiviert. Und nie mehr in Betrieb genommen. Ingenieure, die respektiere ich. Die sind schlau und bauen tolle Maschinen. Naja, man weiß nie, was als nächstes zwischen die Räder kommt. Da ist es so, da ist es so. Schwierig, ich meine, ich habe natürlich jetzt da so eine Insel, also beziehungsweise so eine Route. Ich könnte da natürlich sagen, hey, come on, nimm, nicht da Salpeter mit, sondern da Salpeter mitnehmen. Da. Nimm Salpeter mit und laden da ab. Das ist ja kein Konsumgut in dieser Hinsicht. Schwierig. Sie müssen darauf achten, mit wem sie schwimmen. So, warte mal. Restaurant haben wir etwas gehabt. Restaurant. Da haben wir ein Restaurant. Ich habe dann gesagt, warum ich überhaupt da ein Restaurant und da eins habe. Lohnt sich eigentlich auch nicht großartig. Zucker und Trauben brauche ich vor allem. Warte mal, jetzt den würde rauskicken als Beispiel. Nicht noch den. Dann brauche ich vielleicht das Rehfleisch gar nicht mehr. Nützt mir überhaupt. Was wir da für einen Effekt drauf haben. Fisch avec Pommes wäre natürlich auch nicht so schlecht, mit einigen Zitrusfrüchten weiter oben. Für Fisch, okay. Ja, dann ist schon weiter unten, haben wir das im Einsatz. Okay, wisst ihr was, ich pausiere den mal, weil ich momentan den nicht wirklich so sehe, warum ich den dort einsetzen soll.
vielleicht stattdessen den da. Oder den. Also entweder Bar oder Kaffee einfach mal dort rauf versetzen. Ja, wobei der Rum. Die Positionierung vom Rum ist schon nicht so schlecht. Der eigentlich auch nicht, aber ich glaube doch, die Kombination bringt es momentan eher. So. Da haben wir die 3 Sachen. Jetzt das Restaurant noch. Ja, weil dann kann ich jetzt die 3 raus. Weil ich brauche ja da unten quasi nur die 3, Anführungszeichen, außer die würde ich auch mal ändern. Dann brauche ich aber eben noch Trauben und Zucker. Warum Trauben müsste ich in Hülle um Fülle haben, das ist gar kein Thema, gar kein Problem. So. Hup. Stimmt eigentlich, hä? So. Frachtschiff steht bereit. Wo haben wir jetzt da die Restaurantroute? Da ist der, hä? Und das über Bord schmeißen. Gut, dann müsste das ja dann demnächst funktionieren. Deckt die Tische und zündet die Kerzen an. Wir sind unterwegs. Nun, halten Sie lieber die Feder oder das Schwert? Sie sind zu großzügig. Naja, aber ich muss da eins nicht irgendwie noch versetzen, das wird ein richtiger Spaß sein. Oder aber ich baue da oben noch ein bisschen aus. Das wäre die andere Variante. Wenn noch ein bisschen meine Hoffnung ist. So. Oh, und ein paar Einflusspunkte, sehr schön. Vielleicht gar nicht so eine schlechte Idee, nochmal für irgendwie ein Schiffli oder so. Ah, verdammt, das sind nur so Dinge. Was zum Teufel hast du hier verloren? Ich kenne irgendwie andere Schiffe, ganz ehrlich. Die Insel eines Konkurrenten hat einem Angriff standgehalten. Wir nehmen es. Danke. Mehr Geld, oh, ist immer gut. Ich sehe, Sie haben verstanden. Fehlen die Ware? Ja, die kommen gerade, gar kein Thema. Ja, wir brauchen halt leider noch ein Schiffli. Liebst wäre mir Great Eastern, die werden wir sowieso künftig mal bauen, aber brauche ich erst bahnbrechende Erforschung und so, scheiße. Ja, warum bauen wir so eine? Wir brauchen nochmal eine, leider. So. Baumwollstoffhetzungen. Hat ich überhaupt noch so viel auf Lager? Nee, weil, sind wir ehrlich, Baumwollstoffe momentan sowieso ziemlich schwierig. Da der Baumwollstoff sofort für den Abbruch. Für die huren Maßanzüge. Ich habe aktuell da sowieso ja, relativ gutes Lager. Dann kann ich die mal temporär. Ah, warte mal, bin ich doof. Doch sicher da unten noch ein bisschen etwas. Baumwollstoff. Ah, habe ich ja gesagt. Es lebt der Import. Gut, ich könnte theoretisch da schnell importieren, aber hat nicht mit der. Ist eh schneller. Hui. So. Also, dann brauche ich eben, wie bereits erwähnt, noch eine Route, damit ich
den versorgen kann. Sowohl mit Glühfäden, als auch mit Stahl, als auch mit Zink. Glühfäden, Zink sollte kein Problem sein. Ich müsste da, glaube ich, immer noch genug haben. Vor allem Zink wird überhaupt kein Problem sein, ich schätze jetzt mal. Glühfäden selber, okay, geht auch. Mit Stahl, da, das wird happig, weil dann muss ich den wieder in Betrieb nehmen. Dementsprechend gehen die wieder leicht runter, ziemlich sicher. Achtung, der Boss. Und das Risiko muss jetzt einfach eingehen. Zurück an die Maschinen. Und Holz müssen wir schauen. Dann habe ich gesagt, dass ich die vielleicht noch da runter verschiebe. In das Gebiet und da dafür mehr Kohle und so mache. Also Holzkohle. 51 Minuten ist der Part bereits alt. Oh, Fahrstuhl. Haben wir noch ein paar Fahrstühle da oder muss ich langsam wieder neu produzieren? Ich habe doch relativ viel damals gemacht. Ja, 104 immer noch. Gas lange auch noch, sehr schön. Also, trotz allem kann man sagen, es läuft relativ gut. Nicht zu vergessen, wir haben ja noch in der neuen Welt, die soll mit dem Season Pass 4 ein bisschen erweitert werden, haben wir auch noch unsere ganzen Schiffe da unten, die dann darauf warten, dass wir die auch mal ersetzen, auch unter anderem durch die Zeppelin und so, da würde ich auch in der ersten Folge dann ein bisschen machen. Auch mit Embesen natürlich, da haben wir auch noch ein bisschen was zu tun. Rechtzeitig für die Hors d'oeuvre. Holen Sie sich einen Stuhl. Alter! Das ist natürlich auch krass, was der Eisenturm alles kann. Meinen herzlichsten Dank. Ja, wie bringe ich den näher in die Mitte rein? Uff. Ist das Ding da eine Möglichkeit? Das Ding ist so riesig. Und auch so unpraktisch wieder mal gebaut. Ich müsste eigentlich ungefähr da sein. Ja, genau. Da also müsste den entfernen, das Clubhaus. Oder anders bauen. Die Dinger da auch. Bankhaus auch. Einiges müsste weiter rauf. Ja, okay. Ja, bringen wir schon an. Aber machen wir auch erst eine von den ersten Folgen. So. Wie sieht es eigentlich mit den Touristen selber aus? Klar, sie haben den Eisenturm ist noch nicht wirklich aktiv oder wollen es noch nicht unbedingt haben, aber Limonade geht jetzt ein bisschen mehr auf. Wir müssen halt noch mehr Touristen einladen. Dann ist im Barfeld noch. Genau. Die Bar fehlt noch. Im Schwebezustand. Dankeschön. Du musst mal ganz kurz da. Genau. Steuere. Das bitte schon mitnehmen. Okay. Ja, aber es kommt gut. Es kommt gut, es kommt gut. Oder auf gut Hochdeutsch gesagt. Es kommt gut, es kommt gut. Läuft, läuft. Die sind ja auch schon dran. Wir stehen kurz vor dem Durchbruch. Genau, mit dem Propeller, den ich brauche. Und ich glaube, ich bin einfach mal so frei. Komm. Mir scheint, Bildung hat einen geringen Stellenwert auf der politischen Agenda. Wird noch mal Zeit, dass wir da mit den Gelehrten mal so weit kommen, dass wir da Meeresfrüchte eintopfen und so haben. Melonen. Ja, warte mal. Melonen produzieren wir doch da sowieso, oder? Also ich habe relativ viel Melonen übrig. Stimmt das? Ja. Stimmt, das ist eine neue Welt. Entschuldigung.
So. Ich glaube, das müsste sogar rein von der Produktion her sogar noch verheben. Ja, ja. Versorgung, Nachfrage, alter Schwede. Massenzug ist ein bisschen knapp, aber klappt immer noch. Dann läuft doch das auch, dann sind die nachher auch ein bisschen happier. Dann müssen wir uns irgendwann mal noch eben um den Besen kümmern. Zum einen wieder wegen normalen Waren, wie man die importieren. Also landwirtschaftliche Güter und so, aber eben auch die Luxusprodukte. Oder Konsumgüter besser gesagt, eben Hibiskus-Tee, Wandteppich, Dompfeife. Gut, eventuell vielleicht lassen das auch bleiben. Meeresfrüchte-Eintopf aber ganz sicher, weil damit das Telefon soll funktionieren. Kein blasser Schimmer. Da sehen wir aber, wenn es so weit ist. Der Anblick dieser zahnlosen Burschen tut mir in der Seele weh. Ich danke den Musen, dass sie mir dieses Arbeiterleben erspart haben. Ja, ja, du mich auch. So, Limit erhöhen. Ja, also ich glaube, bis 14 oder eben auch 15.000 Forschungspunkte können wir schon, aber nachher wird es halt heikel. Die Menschen lassen sie hochleben. Die Qualität muss selbstverständlich hervorragend sein. Und jetzt frisch vom Webstuhl unsere Würdigung. Unser Dank für all eure Dienste, euren Eifer und eure Loyalität. Auf 3. 1, 2 und 3. Ich muss mal ganz kurz schauen, weil da mit dem Audio gefällt noch nicht so richtig. Die ist bei 100 oben, das ist ja da, wo mich so verwundert. Das ist das Hur. Also ich finde es sehr, sehr leislich. Eine gebührende Anerkennung für den Architekten solch meisterhafter Werke, dieser Stadt, ihres Ruhms und ihrer Triumphe. Die Welt verdient es, von den Qualitäten des treuesten unserer Diener zu erfahren. Die Schön. Pflicht ruft. Doch wenn wir das nächste Mal zum Tee in High Clarence Hall zugegen sind, werden wir Archie bitten, euch eine Einladung zukommen zu lassen. Das wäre schön. Hä? Wir waren jetzt geschmückter Eiserner Turm oder was? Ne, schon immer Eiserner Turm. Oder so ein komisches Ornament vielleicht, oder? Egal. Sind wir ehrlich, der Part, die Folge ist schon lang genug gegangen. Perfekt. Bereit zum Auslaufen. Oh nein, ich habe das falsche Ding gebaut. Oh nein! Oh, das falsche Schiff drin, ja super. Ja, kann ich wieder verkaufen, toll. Also, Freunde. Ja, ich weiß wieder auf Hochdeutsch. Scheiße, ich habe das Falsche gebaut. Ich krieg die Krise. Ja, der Einfluss ist natürlich viel günstiger. Dankeschön. Ich war doch ein Frachtschiff und kein Öltanker. Also, wie ich auch sagen, ich werde mal das Teil hier verkaufen. Ich glaube, das mache ich sogar kurz offscreen, weil es irgendwie... Ich mache hier ein bisschen aufs Speed kommen. Freunde, ich sage in der Hinsicht vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Für diese 300 Folgen Anno 1800. Ich hoffe, es hat auch soweit gefallen. Aber in dieser kleinen Special-Folge, weil sie doch wieder alles gemeistert haben in dieser Folge, alles abgeschlossen haben, wieder, wie erwartet, viel Neues dazugekommen ist. Wir haben wieder in der Zukunft viel zu tun. Ja, Dankeschön. Und ja, würde man sagen, nächste Folge würden wir das auch angehen, wa? Was wir hier alles noch zu tun haben, vielleicht sogar hier mit der Limonade, dass wir noch eine zweite hier bauen müssen. Da war ja irgendwie so ein Thema, was wir vorhin gemerkt haben, dass die hier unten ein bisschen zu wenig, die Touristen ein bisschen zu wenig haben offenbar. Naja, das ist noch nicht so 100% gut. Und ansonsten mehr ausbauen müssen. Und vor allem hier
einen Toaster gucken müssen, die Einkaufspassage, damit wir eben auch mit den ganzen Investoren hier, mit den Hochhäusern, aber auch mit denen, mit den Ingenieuren, und kommentierte Version der Blaupause des Wolkenkratzers angefertigt. weil die brauchen das ja auch. Und ich glaube, wenn wir das jetzt mal ein bisschen gemacht haben, würden wir uns sonst in der nächsten Folge auch echt darum kümmern, den eisernen Turm mehr in die Mitte zu platzieren. Oh, obwohl, nee. Nee, machen wir noch nicht, machen wir ein anderes Mal. Aber was ich in der nächsten Folge auch angehen möchte, ist neue Welt, der Austausch, dass irgendwie mit den Schiffen besser funktioniert. Das sind mal die Vollkühlschiffe und so durch diejenigen, die wir bisher im Einsatz haben, austauschen. Den Rest wieder zurück in die Heimat schicken, also sprich in die alte Welt. Und da gucken, was davon brauchen wir noch, was auch nicht. Ob wir irgendwie was wir kaufen können für neue Vollkühlschiffe. Und die dann nach dem Besa schicken können, weil eben da muss auch noch einiges optimiert werden. Und ja, wie man sieht, viel zu tun, Freunde. Aber denke mal, das will es mehr erfahren wir in einer der nächsten Folgen. Taschenuhren gehen zur Neige. Chrome Falls. Wieso dort? Ist noch scheißegal, was dort so abgeht. Bei uns klappt, so ist die Hauptsache. Was ist hier los? Nee, ist alles cool. Alles cool, gar kein Thema. Keine Ahnung, was die wieder haben. Aber ja, nächste Folge also vor allem Einkaufspassage. Mal gucken, wie wir das hinkriegen. Die Kreise ihrer Majestät zu beeinflussen. Ich glaube ja weniger. In diesem Sinne, danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal zurück bei Anno 1800. Ciao zusammen.